Stille, meine Damen und Herren. Ich bin Sonam Lhamo und herzlich willkommen zu Tibet diese Woche, den wöchentlichen Nachrichten dieser Woche zu Tibet, seiner Heiligkeit dem Dalai Lama und der tibetischen Zentralverwaltung. Schauen wir uns als erstes die Schlagzeilen an. Seine Heiligkeit der Dalai Lama setzt virtuelle Belehrungen inmitten von Covid-19 fort. China warnt tibetische Internetnutzer vor einer Kampagne des harten Zuschlagens. US-Sonderkoordinator Destro nimmt an einem virtuellen Treffen mit Dharamsala teil. Seine Heiligkeit der Dalai Lama und der CTA gratulieren Sprecherin Pelosi zur Wiederwahl. Tibeter halten Vorwahlen für Präsident und Parlamentsmitglieder 2021 ab. Der Zentralrat der tibetischen Medizin feiert sein 17-jähriges Bestehen. Seine Heiligkeit der Dalai Lama beendete am Donnerstagmorgen die dreitägige Belehrungen über das Herzsutra, welche auf Wunsch der koreanischen Buddhisten gegeben wurde. In seinen abschließenden Bemerkungen bekräftigt seine Heiligkeit, die Belehrungen weiterhin online zu geben, weil Reisen und physische Treffen aufgrund der Covid-19-Pandemie eingeschränkt sind. Er kommentierte die Situation der Pandemie und lobte die Wissenschaftler und das medizinische Personal für ihre rigorosen Bemühungen, eine Behandlung für die Krankheit zu finden. In einer kürzlich veröffentlichten Bekanntmachung kündigten die chinesischen Behörden in der autonomen Region Tibet strafrechtliche Verfolgung von Personen, die Online-Kommunikationsmittel nutzen, um sich an Aktivitäten gegen die Kommunistische Partei Chinas zu beteiligen. Die Bekanntmachung vom 24. November wurde am 24. Dezember 2020 veröffentlicht. Darin heißt es, dass die Behörden in Übereinstimmung mit dem Gesetz hart gegen die Straftäter vorgehen werden. Der chinesische Parteistaat hat mit dem Ziel, die soziale Stabilität aufrechtzuerhalten, viele Sozialmedienplattformen und Suchmaschinen wie Google, Facebook und Twitter verboten, welche die Rede- und Informationsfreiheit ermöglichen. Der US-Sonderkoordinator für tibetische Angelegenheiten, Assistant Secretary Robert Destro, wird nächste Woche an einem virtuellen Treffen mit Dharamsala, dem Sitz der tibetischen Zentralverwaltung, teilnehmen. Sonderkoordinator Destro wird sich mit dem Präsidenten, den Kabinettsministern der tibetischen Zentralverwaltung sowie dem Sprecher und den Mitgliedern des tibetischen Parlaments im Exil austauschen. Neben dem Treffen wird Sonderkoordinator Destro auch virtuell mit tibetischen Kunsthandwerkern und Journalisten interagieren. Dies ist das erste Mal, dass der Sonderkoordinator für tibetische Angelegenheiten, Robert Destro, seit seiner Ernennung im Oktober letzten Jahres formell mit den Beamten der CTA und Mitgliedern der tibetischen Exilgemeinde in Indien sich austauscht. Seine Heiligkeit der Dalai Lama und die tibetische Zentralverwaltung gratulierten Frau Nancy Pelosi zu ihrer 4. Amtszeit als Sprecherin des US-Repräsentantenhauses. In seinem Glückwunschschreiben erwähnt seine Heiligkeit: Ich habe keinen Zweifel daran, dass Sie als Sprecherin des Repräsentantenhauses weiterhin eine entscheidende Rolle dabei spielen werden, die Hoffnungen und Bestrebungen des Volkes der Vereinigten Staaten voranzubringen und gleichzeitig mithelfen, eine friedlichere und harmonischere Welt zu gestalten. Der Präsident des CTA, Dr. Lobsang Singhi, und der stellvertretende Sprecher des tibetischen Parlaments im Exil, Acharya Yishi Phunso, gratulierten Nancy Pelosi ebenfalls zu ihrer Wiederwahl. Die tibetische Exilgemeinde kam in Scharen, um bei den Vorwahlen 2021 am 3. Januar ihren nächsten Präsidenten und die Mitglieder des 17. tibetischen Parlaments zu wählen. Die Vorwahl zeigt eine außerordentlich hohe Wahlbeteiligung, vor allem bei der jüngeren Generation der Tibeter. Die tibetischen Wähler in den westeuropäischen Ländern unter dem Tibetbüro in Belgien, den Niederlanden, Frankreich und Spanien nahmen ihr Wahlrecht für Situng und für die Mitglieder des 17. Parlaments trotz der Covid-19-Einschränkungen wahr. Die tibetische Gemeinschaft in Japan nahm aktiv an der Vorwahl teil. Etwa 70% der registrierten Wähler gaben ihre Stimme ab.
Auch die Tibeter in Russland gingen mit großem Enthusiasmus in die Wahllokale, um ihre Stimme abzugeben. Der amtierende Sejong Dr. Lobsang Singhi und die Mitglieder des Kabinetts kamen an diesem Tag zur Wahl. Der Zentralrat der tibetischen Medizin (CCTM) feierte sein 17. Gründungsjubiläum mit der Einweihung des Ratsbüros am 5. Januar 2021. Der Ehrengast des Programms, Minister Kalyon Chögyong-Wangchu vom Ministerium für Gesundheit, weihte das Büro in Kangching, Gishong ein. Der Ehrengast stellvertretender Sprecher Acharya Yeshi Phunso des tibetischen Exilparlaments stellte die von CCTM zusammengestelltes Buch über tibetische Medizin vor. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen und bis nächste Woche.